Tokio Anfang der 2000er Jahre, Tag 12. Mittwoch. Gummoische. Guten Tag. Ihr Leute. So, sorry. Muss man meine Mate wegmachen. Es ist nämlich wirklich hier am Morgen. So, erstmal Licht an. Das kann man auch tagsüber gebrauchen. Dann öffnen wir den Laden. Musik haben wir dieses Mal an. Unglaublich. Sehr schön. Dann gucken wir. Mikrofon funktioniert. Huch, wer bist denn du? Ah, das Licht flackert schon wieder. Da bin ich wohl gerade rechtzeitig hier. Ich heiße Toshio Furuzuno und bin der örtliche Elektriker. Schön, dich kennenzulernen. Du bist hier in der Gegend der jüngste Sensei. Danke. Deine dumme Ausstellung und dein dummer Wettbewerb fressen viel zu viel Energie und sind der Grund für die Probleme mit dem Licht. All diese neue Technik, diese elektrischen Lötkolben, deine Sandstrahler. Pah. Nächter Sensei arbeitet nur mit seinen Händen. Damals zu meiner Zeit, 1973. Okay. 1973 war also die Eröffnung von diesem riesigen, brandneuen Elektronikladen. Und als sie das Licht einschalten, ging es nur BÄM! 3 Stunden lang. Ganz Akihabara im Dunkeln. Unvorstellbar, was? Dafür bist du wahrscheinlich eh zu jung, um dich dran zu erinnern. Auf jeden Fall ist das meine Lieblingsspielkonsole. Ein wahres Wunder der Ingenieurskunst. Nichts von all diesem neumodischen Kram. Keine Discs, Laser oder irgendwelches Science-Fiction-Zeug, auf das ihr Kinder heutzutage steht. Bitte reparieren Sie, Sensei. Ich werde währenddessen den Stromzähler installieren und einen Blick auf die Kabel hier in der Werkstatt werfen. Dieser Hashimoto ist für seine billigen und schlampig ausgeführten Renovierungen berühmt. Der Hashimoto hat was über meinen Lötkolben erwähnt. Dir ist die ganze Sache also wirklich so wichtig? Na gut. Ich kann mit meinen Freunden reden. Womöglich können sie etwas regeln, damit du teilnehmen kannst. Während ich mich drum kümmere, schließt du aber schön deine aktuelle Reparatur ab, ja? Jawohl. Ich guck's mir mal an. Ja, guti. Da haben wir schon wieder. Guck mal, es gibt 9000 Yen. Da haben wir schon wieder hier. Schön. 2600er. Da kennen wir uns aus. Die ist nicht weiter kompliziert aufgebaut. Aber sehr, sehr schmutzig. Schmutzelig. Wir haben einen neuen Pinsel gekriegt. Der beste Pinsel von Welt, wo geben tut. So. Einmal erst kriegt man die Unterseite schon ab. Nee, aber das Kabel kriege ich ab. So, ist ja nur... Nee, ist nicht nur dreckig, muss auch repariert werden. Guti. Ach ja, die Tasters. Komm, die Tasters legen wir dahin. So, da noch ein Taster. Halt. Der war dreckig. Den habe ich noch aus dem Augenwinkel gesehen, dass der hier dreckig ist. So, gucke. Ja, da ist in Ordnung. So, dann gucken wir mal weiter. Irgendwo sind doch noch Schräuben. Da sind noch Schräuben. So. Ja, diese kleinen Schrauben da. Übersieht man leicht. Ah, jetzt kann ich das Unterteil abnehmen. Okay. So. Das ist der beste Pinsel, den das Spiel zu bieten hat. Also ja, Druckluft super, schön und gut, aber Druckluft kostet Geld. Das ist ja wirklich nix hier, also das ist ja... da lache ja die Hingele. So, was gibt's hier? Habe ich doch alles schon. Ich sehe, dass der Pott hier kaputt ist. Wieso geht das nicht? Ah, da ist noch eine Schraube. So, jetzt das ist noch gut. Der Pott da, der ist nix. So, alles soweit in Ordnung, ja? Das Steckmodulfach fehlt. Das ist alles, was fehlt? Ja, gut. Ja, gut, dann pass auf. Dann machen wir das genau so. Wie es der Zufall so will, habe ich natürlich einen Port hier. Den habe ich mir importiert. Was ein Wortspiel, hä? Was ein Wortspiel. Da zieht's euch die Socken aus, sag ich euch. Unglaublich. Immer noch nicht? Doch, gucke. Laber nicht. Nur ein bisschen groß gerade. So. Dann machen wir mal das Gedödels da dran. Zap, zarab. Eigentlich müsste man die ja festlöten, fällt mir gerade ein. Meinst du, ob er das cool finden würde, wenn wir seine Konsole ein bisschen anmalen, ein bisschen modifizieren? Weiß nicht, ob er das cool finden würde. Wir lassen es mal besser, ja? So, gucke. So, das ist repariert. Und hoffentlich wird auch das Licht wieder repariert. So. Guti.
Da ist er ja schon. Danke, Sensei. Sieht wieder aus wie neu. In der Zwischenzeit habe ich die Kabel repariert und den Stromzähler installiert. Wir hatten keine Stromzähler vorher. Heißt das, wir mussten keinen Strom zahlen oder mehr? Für die Stromkosten... Ja, okay, wir mussten keinen Strom zahlen. Scheiße. Für die Stromkosten gelten übrigens Festpreise. 1500 Yen pro Woche und die Rechnung bekommst du von einem Kurier direkt ins Haus. Hast du tatsächlich geglaubt, der Strom ist umsonst? Ja, schon irgendwie. Naja. Da wir hier ja die Hälfte der Zeit mit Stromausfällen zu tun haben, sollte ja das vermutlich sein. Aber echt, hey, so. Was ist jetzt mit dem Lötkolben? Ja, schon gut. Ich habe mich umgehört. Mir wurde gesagt, er wird bald in deiner Werkstatt verfügbar sein. Aber lass besser die Finger davon, wenn ich dir eins raten darf, Sensei. Diese Dinge sind derzeit hier in Akiba für die häufigen Stromausfälle verantwortlich. Wie die Lötkolben? Es gibt da diesen einen Bestseller, nicht Besteller, Bestseller. Ein echt edles Modell. Und es hat einen Mangel. Obwohl es direkt aus der Fabrik kommt. Unglaublich, dass ihr Leute vom Reparaturdienst immer noch für diese minderwertigen Dinge bezahlt. Wie dem auch sei, für den Wettbewerb muss jeder sein Können mit dem Lötkolben verbessern. Offen gesagt ist dieser Wettbewerb heutzutage eine totale Farce. 1983 bekam der Gewinner eine kostenlose Tour durch die Mitachi-Fabrik. Und jetzt, der Hauptgewinn ist eine Lizenz, um einen Roboterhund reparieren zu dürfen. Wer braucht denn sowas überhaupt? Hat er recht? Ein Roboterhund? Ist das deren Ernst? Kinder von heute. Ja, also Roboterkatze wäre ich dabei. Ich meine, ich habe schon 2 richtige Katzen. Eigentlich wäre eine Roboterkatze ziemlich doof. Was gibt's hier? Strom. Strom gibt's hier. So, To-Do-Liste, Lötkolben kaufen. Nee. Zuallererst mal gucken wir mal nach dem Ding. Das müssen wir einfach nur auseinanderschrauben. Und säubern, das ist mein Ersatzteillager. Und das geht schnell. So, lass mal gucken. Sieht gut aus. Hier die Knöpfis da oben. Da ist dreckig, das sehe ich jetzt schon. Hier. So. Zweiter Knöpfki. Zweiter Knöpfki ist in Ordnung. Antenski. Antenski war sauber. Antenski war sauber. Das geht ja. Das ist ja eigentlich relativ sauber soweit. Interessant. Nun ja. Okay. Der Lautsprecher sieht ein wenig mitgenommen aus, wenn ich das mal so sagen darf. Hier ist es nicht, die ganze Platine sieht ein wenig mitgenommen aus, wenn ich das mal so sagen darf, ja. Das geht noch hier. Aber das da... Das ist ja Müll. So, gab es eigentlich Trinkgeld? Ich muss halt hier öfters nach dem Trinkgeld gucken. So, also, das Ding schmeißen wir natürlich weg. Das ist vernichtet. Die restlichen Teile ist ja nur Ersatzteile. Wir brauchen ja einfach immer Ersatzteile. Schmeißen wir da rein. So. Guti. Dann haben wir noch ein Handy. Und das muss ich reinigen und reparieren. Aber nicht jetzt. Was ist mit dem da? Reinigen und reparieren. Ich hab halt gedacht... Uiuiui. Hallo? Erlaubt mir mal einen Respekt auszusprechen, Sensei. Ich heiße Kaito und gehöre zur Familie Hashimoto. Soweit ich weiß, kanntest du meinen Vater? Ist das der Yakuza-Hausmann aus dem Manga? Ich bin zu verhandeln hier bezüglich eines Vorfalls mit einem Polizeibeamten. Mein Vater hat mich mit der Haushaltsführung beauftragt. Tatsächlich. Das Anwesen der Hashimotos, also die Fenster, Böden, Bäder, Küche. Ich soll für Ordnung und Reinlichkeit sorgen. Aber was finde ich vor? Ein Verräter direkt vor meinen Augen. Na, Wasserkocher, erzitterst du jetzt? Die Stunde der Vergeltung hat geschlagen. Jetzt erhältst du besondere Aufmerksamkeit von Sensei. Kalk und Rost haben dich von innen heraus zerfressen. Doch unser Morgenritual zu unterbrechen war ein tödlicher Fehler. Bring es zu Ende, Sensei, und zwar ohne Zeugen. Ich werde mich versichern. Ich werde mich schnell und ohne unnötige Kollateralschäden darum kümmern. Schnell ist relativ. Ich habe hier noch andere Arbeit zu tun, ja? So, das kommt gleich weg, das sehe ich schon hier. So, das ist sauber. Also, ein Wasserkocher.
reinigen. Aber braucht man da einen Lötkolben für? Habe ich nämlich noch nicht. Sollte ich mich natürlich drum kümmern? Habe ich natürlich nicht. Aber ich habe beschlossen, ich lasse mich nicht hetzen von diesem Spiel. Ich habe mir diesen Laden hier aufgebaut, weil ich gechillt hier was reparieren will, aus Spaß. Und nicht, weil ich es muss. Denn in Wirklichkeit bin ich nämlich ein Millionär. Ich brauche das hier alles gar nicht. Also im Spiel zumindest. In der Realität sieht das leider ganz anders aus. So. Guti. So. Batterie ist noch gut. Und das wird auch gereinigt. War jetzt nur der Lautsprecher kaputt oder was war da jetzt noch? Ah ja, ich glaube die Tasten noch. Warte mal. Wir gucken mal, wie weit wir zusammenkommen. Zur Not machen wir es einfach so, dass wir hier jetzt ein Handy von dem, was wir haben, zusammenbauen. Mit den Teilen vom anderen. Und dann können wir wenigstens eins wegschicken. Sonst haben wir ja zwei, die nicht repariert sind. Das wäre ja doof. So. Und einen Lautsprecher. Ich nehme den da. Ah, guck mal, fertig. Kling. Perfekt. So. Guti. Dann verschachteln wir das. Und dann gucken wir mal, vielleicht kriegen wir das nächste auch hin. Warum habe ich das eigentlich angenommen? Alter! 18.000 Geld kriegen wir dafür. Ich weiß, warum ich das angenommen habe. So. Ich sollte besser mich morgens drum kümmern, dass ich genug Aufträge kriege und nicht abends über Nacht bestellen. Schon wieder ein Lautsprecher kaputt. Oh ja, das ist auch kaputt. Weil der Briefträger kommt ja morgens gleich und bringt mir die Teile. Das ist natürlich praktischer, wenn ich dann alles gleich habe und loslegen kann. Aber naja. So. Also, lass mal überlegen. Wir haben Miete 2000, Strom 1500 und Internet auch 1500. Also 5000 pro Woche müssen wir im Moment bezahlen. Das muss also immer auf Halde sein, die 5000. Dass ich da nicht zu viel einkaufe. Ich weiß nicht, was haben wir heute? Mittwoch, Donnerstag? Ich habe keine Ahnung. So, das ist übrigens kaputt. Also das da ist kaputt. Das da auch. Und das da auch. Ja, ist kein Wunder, dass ich da, hoppala, 18.000 für krieg. So. Oh, das ist ja dreckig. Dann habe ich dann dreckige Teile eingeschachtelt. Oder sind die dreckig geworden, weil sie so lange in der Kiste lagen? Das kann natürlich sein. Das wäre natürlich doof. Egal. Erstmal fertig machen. Komm mal her mit den Schrauben. So. Kleine Handy-Reparatur. Und danach machen wir uns an den Wasserkocher. Gucken wir uns das mal an. Na, hallo? Achso, Akku fehlt. Akku. Jetzt wird es aber akut mit dem Akku. Ich habe keinen Akku mehr übrig. Doch, da ist noch einer. So, das da hinten kommt so dran. Du kannst weg. Das schachteln wir ein, wenn wir es nicht brauchen. Dann brauche ich noch einen Lautsprecher, so ein Zufall und einmal den Knopki. Und dann haben wir das ja auch fertig. Tada! Wunderbar. Sehr schön. Und dann können wir das auch wegschicken. Jetzt ein bisschen Geld. So, komm mal her, hier und lassen wir ein bisschen Geld da. So. Dann gucken wir mal nach dem Wasserkocher. Also erstmal nur reinigen. Ja, reinigen kriege ich hin. Ich würde anfangen mit dem Unterteil. Eieiei. Wie kriegt man das denn hin? Wie kriegt man das denn hin? So, einmal Wasserkocher. 3 Schrauben unten drin. Boden, okay. Noch 2 Schrauben. Okay. Das ist der Knopf. Halt. Nein. Das muss gereinigt werden. So, geht doch, siehst du. Das ist die Heizspirale. Ich habe keine Ahnung, was ich hier sage. Ich behaupte einfach mal so, dass das so ist. Deckel vielleicht. Ah ja. Ach, da drin. Nein, komm her. Da ist ein Schräubchen. Ich habe dich gesehen. So, den Deckel abmachen und reinigen.
Und jetzt das ganze Teil da mal ordentlich. Wie kann das denn innen drin? Wie kann denn ein Wasserkocher innen drin staubig sein, wenn er doch noch längere Zeit in Benutzung war? Das geht doch gar nicht. Also ich meine, hä? Verstehst du? Es ist ein Wasserkocher. Da ist Wasser drin. Im Wasserkocher. Das ist unmöglich. Unmöglich, diese Leute. So, lass mal. Nee. Ich wollte eigentlich. So, lass mal kurz. Ist schon wieder dunkel. Lass mal kurz Thumbnail machen, weißt du? So, okay. Dann bauen wir das jetzt wieder zusammen. Den Deckel mache ich da oben dran und das Schräubchen rein. Dann mache ich den Deckel zu. Dann machen wir da unten einfach genau andersrum. Also, nee, erst haben wir den Chip da rein. Dann das da. Okay, dann das da. Ey, kommst du her? Erst reinschrauben. Oh, das ist schön. Das macht Spaß. Der Wasserkocher ist einfach. Und weißt du was? Wir tun ihn noch ein bisschen pimpen, oder? Zack. Schön, oder? So, jetzt pass auf. Pass auf. Wir pimpen ihn. Und zwar... mit Stickern. Nee, mit beidem. Pass auf. Guti, pass auf. Düsengröße, Deckkraft. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Patento Arcade. Was ist denn Arcade? Ja, keine Ahnung. Der muss ein gescheites Rot kriegen, das da. Wow, guck es dir an, hey. Wie geil der aussieht. Wow, der ist sexy. Und ob man da einen Fade hinkriegen? Nee, leider nicht. Also, hallo? Kann ich nur eine Farbe wählen? Okay, jetzt verschönern wir den noch ein bisschen mit Stickern. Hier. Wunderbar sieht das aus. Mann, bist du hübsch. Ist das eine gute Idee, einen ehemaligen Yakuza-Hausmann zu sein? Ist kein Zuckerschlecken-Sensei. Eher wie eine Geheimoperation. Mein Vater trainiert meine Disziplin, damit ich mich besser im Griff habe. War vielleicht eine dumme Idee mit dem Aufkleber. Und dieser Wasserkocher muss das unbedingt begreifen. Ich sehe das dann Gewissen jetzt rein. Ist hervorragende Arbeit. Hier ist deine Bezahlung. Apropos. Oh. Ich glaube, er hat es gemerkt, wenn er apropos sagt. Ich habe gehört, dass dein Geschäft erweitert wird, was sehr erfreulich ist. Aber je höher ein Baum, desto stärker beutelt ihn der Wind. Der Baum braucht Stützen, um nicht abzubrechen. 1000 Yen pro Woche, um den gesamten Wald nachts zu schützen. Ist doch ein geringer Preis, um gut zu schlafen, oder? Ich zahle doch schon Miete und laufende Kosten und alles. Ich habe die Regel nicht aufgestellt, Sensei. Jeder hat jemanden über sich, sei es nun ein Chef oder ein Gott. Man sollte die an der Spitze nicht verärgern, sonst folgt Strafe auf dem Fuße. Ich muss um einen kleinen Gefallen bitten. Als Teil meines Trainings habe ich nur ein begrenztes Budget für die Hauswirtschaft. Ich habe gehört, dass du am Wettbewerb teilnehmen möchtest. Eine ertragreiche Wette würde mir sehr weiterhelfen. Moment, mein Pager. Wie? Ausverkaufen Porzellanladen? Keramiktöpfe zum halben Preis? Wir diskutieren später weiter, Sensei. Familienangelegenheiten der Hashimotos können nicht warten. Das muss ich behalten. Und er hat sogar ein bisschen Trinkgeld dagelassen. Ist eigentlich recht freundlich. Hey komm, der hat 600 Trinkgeld dagelassen und das kostet 1000. Der heißt auch Hodo. Also die Bank. Ja, komm. Wenn man in Rom ist, mach's wie die Römer. Wenn man in Japan ist, musst du halt Yakuza bezahlen oder was. So. Gut. Sollen wir ein bisschen Internet surfen? Warte mal, ich habe auch eine gute Idee. Ich will mal gucken. Da, gucke. Ich will das Teil... Was? Wieso kann ich da mehrere anwählen? Ja, nu? Na, eigentlich will ich die da rausholen und säubern. Naja, geht wohl so nicht. Komm, wir gucken mal. Sensei trotzt allen Widrigkeiten und Gefahren, bezwingt alle eure Probleme wie ein Samurai. Sensei ist zwar noch jung, aber talentiert und kompetent. Ein bisschen wie ich, als ich noch jünger war. Ich hätte fast einen ähnlichen Weg eingeschlagen, aber es passte nicht. Na, jedenfalls bin ich zufrieden. Das ist ein...
Okay, das sieht doch aber gut aus. So, 2 Mails habe ich. Xbox-Controller für 6.000 und das für 7.000. 2.000, 14.000 für einen Autoroller. Ah, den nehmen wir an. Wir machen nur noch Zeugs, was ordentlich. Kann ich auch mit dem Steuerkreuz hoch runter gehen? Nee. 5.000, 4.000, 3.000. Ja, komm, Egocci nehmen wir mit. Hallo, Egocci, Auftrag annehmen. So, 6.000. Bemalen, Freistil. Oh ja, komm, das... Ja, aber das ist ein Autoroller. Ich will was anderes bemalen. Ja, weiß nicht. Reinigen. Ja, ich habe viele Mails, aber jetzt lassen wir einfach mal. So, jetzt haben wir hier. Ich muss Sachen kaufen, gell? Einen Lötkolben. Ich würde mir eigentlich lieber einen Akkuschrauber kaufen. Aber guck mal, ein Lötkolben ist günstiger. Ja, komm, nehmen wir den halt mit 40.000. Dann habe ich noch knapp 33.000. Ja. Und 71.000 kostet PlayStation-Lizenz. Ja, jetzt tun wir erstmal Lötkolben und ja, kaufen noch ein bisschen Ersatzteile. Haben wir noch irgendwo was Günstiges? 1880. Muss endlich weg. Geil, her mit. Hat keine Ahnung, verkauft. Sehr gut, nehme ich's. Das nehme ich auch. So. Ja, ich nehme... Was steht da oben? Verkaufspreis 0 Yen. Wie jetzt? Ich guck mal einfach durch, ob ich was... So, das passt. Das kaufen wir das jetzt. Ja, ja, ich weiß. So. Achso, haben wir hier vergessen, den Lötkolben zu bestellen, ja? Gut. Nicht gut. Natürlich nicht gut. Guck mal. Was ist das hier? Achso. Hä? Ich dachte, es gibt's erst... Ja, gut, dann... Ja, dann machen wir das noch schnell, oder? Das geht ja flott. So. Das geht ja flott. Da muss ich auch nur reinigen. Und dann kommt ein bisschen Geld ins Haus. So. Ich wollte eigentlich früher Feierabend machen. Also früher. Früher ist relativ, weißt du? 0 Uhr ist nicht früh. Aber weißt du, was ich meine? Und ja, da wird wohl nichts draus, ja. So. Das ist doch aber dreckig, das sieht man. Das Schutzding da. So, dann bauen wir das schnell wieder zusammen. Gucke. War doch locker easy. Locker easy peasy. Ah ja. Das da. Boah. Hä? Ah, da. Das da. Fehlt natürlich. So, jetzt hat das da vorne drauf. Die Schrauben. Okay. Dann... Den hier noch nicht? Nee. Das kann ja gar nicht sein. Also doch. So. Aber jetzt... Ich bin ein bisschen... Weißt du, mein Kopf ist schon im Feierabend. Aber das Spiel sagt nein. So. Alles klar. Sind wir durch. Zack. Und wird alles morgen schon wieder 2 Uhr. Ah, na gut. So. Knopf. Das ist kaputt. Andere Seite ist nur dreckig. Ich glaube, wir haben keine Platine für das Ding, oder? Kann das sein? Ja. Das ist natürlich doof. Boah, ey, meine Augen machen wir ein bisschen größer hier. So. Noch was? Ah, die Rückseite da.
In Malaysia hergestellt. Schön zu wissen. Gute Funkgeräte. Will ich gerade fest. Nur der Lautsprecher-Ding, der schmurgelt als durch. So, warte mal. Bleib gleich hier, wir machen dich einfach wieder zusammen. Okay, ich hatte mal als Kind Funkgeräte. Hat man das heute noch als Kind? Weil Handy machen Funkgeräte komplett obsolet. Als Kind. Natürlich haben Funkgeräte ihre Daseinsberechtigung, das ist ja ganz klar. Ah ja, das Dingens fehlt, ne? Haben wir nicht, ne? Schlecht jetzt. Guti. Dann bestellen wir gleich noch 2700. Hoppala, zeig mal her. Das Gehäuse hat eine kleine Delle. Machen wir ja trotzdem in den Warenkorb. Bestellen wir mit. So, dann machen wir halt um 4 Uhr Schluss. So, machen wir morgen weiter. Zu. Radio aus. Ring, ring. So, ja, als Kind bist du halt mit Funkgeräten rumgerannt. Und ich weiß nicht, die haben so 100 Meter oder so. Ja, und wenn auf dem freien Feld, weißt du so. Aber es war trotzdem cool. Dann konntest du also Sachen sagen wie, ja, ich habe dich gesehen, over. Und ja, du musst jeden Funkspruch mit over beenden. So, Tokio, Anfang der 2000er Jahre, Tag 13, Donnerstag. Dönerstag. Hallöchen. Einmal Post bitte. Postmann. Mein guter, lieber Postmann. Hallo. Danke. Und diese krasse Techno-Musik her. Hallo? Oh, geil, Geld. Ah, ja, ein Lötkolben. Wann haben wir denn die gekauft? Keine Ahnung. So, den mache ich gleich hier hin. Weil den habe ich ja... Oh, Haruhi. Hallo Sensei, ich habe ein Problemchen. Ich glaube, meine Netzwerkkarte ist durchgebrannt. Jemand hat versucht, den Chip so zu manipulieren, dass die MAC-Adresse verborgen wird. Aber der hat das nicht richtig verlötet. Haruhi. Also sie mag vielleicht menschlich... Also was so die Romantik angeht, ich meine, ist nicht mein Problem, betrifft mich nicht, aber da hat sie Defizite, aber die hat Ahnung von Technik. Also so, ne, überhaupt zu wissen, also, ja. Diese Person hat echt keinen Schimmer, wie man Lötkolben benutzt. Ich habe echt keinen Schimmer, wie man den ausspricht. Du hast doch einen, oder? Ich zähle auf dich, Sensei. Kannst du mir helfen? Wenn du das gut und schnell machst, erzähle ich überall weiter, was du für ein toller Sensei bist. Ich kenne jede Menge Leute im Café, tauchen immer wieder neue Gesichter auf. Erzähl niemandem, dass ich dir das gebracht habe, ja? Ich kenne eine Menge Leute. Sagen, dass du es dir ansehen wirst und genau weißt, was... Okay, Technik begeistert hin oder her, sie ist mir irgendwie ein wenig suspekt, die gute Frau, wenn ich das mal so sagen darf. So, ich will das ja eh alles als Ersatzteillager nehmen, also packen wir alles gleich ein, sofern es sauber ist, was es glaube ich ist. Ah, sehr schön. Das brauche ich natürlich. So. Dann machen wir hier gleich weiter. Wir tun das schön auseinanderschrauben. Weil es ist ja auch Ersatzteilkiste. Und dann will ich natürlich meine Ersatzteilkiste nicht dreckig da irgendwie reinmachen. Dreckig machen. Wobei, ich weiß nicht, ist es wirklich so, dass Ersatzteile, dass die dreckig werden, wenn sie lange in der Kiste sind? Habe ich so das Gefühl, weil ich mache doch die normalerweise nicht rein, wenn es noch dreckig ist. So. Da. Okay, weiter geht's. Den Rest dürften wir sogar noch haben, glaube ich. Nee. Da fehlt eine Front. Die haben... Ah, das ist die Front. Da fehlt ein Rückteil. So, jetzt hat. Du kommst eigentlich dahin. Der will mal wieder nicht. Der will mal wieder nicht dahin.
So, jetzt hat nochmal. So, genau. Alles klar, das haben wir repariert. Sehr schön. Dann können wir das schon mal abschicken. Okay, dann kümmern wir uns mal... Hallöchen, Geld her. Danke. Wird der Postmann Trinkgeld dagelassen? Sehr schön. Das finde ich gut. So, die PSP von Haruhi. Da hat jemand dran rumgeschräubert, gestümpert, um die MAC-Adresse auszublenden, damit sie nicht erkannt werden kann. Sehr schön. Also wieso sollte man denn sowas tun? Gerade noch bei einer PSP. Verstehe ich gar nicht. So, da ist noch eine Schraube. Habe ich die jetzt reingedreht? So. Okay, ein bisschen dreckig ist sie. Ja, aber da steht ja nur reinigen, oder? Da steht ja nichts mit Lötkolben. Ach so, hat beim Rumlöten Sachen verschmutzt. Hat er mit... Aha. Guck mal hier, die Hauptplatine neu verlöten. Okay, dann mache ich das mal. Einen Moment, ich bin hier gerade am Löten. Und bevor der Strom weg ist... Okay, alles klar. So, Moment, ich bin gleich bei Ihnen. Oh, hallo, Ayma-chan. Entschuldige, dass ich dich störe. Meine Konsole scheint kaputt zu sein. Sorry, dass ich dich in deiner wichtigen Arbeit ablenke. Auch kein Problem, für dich mache ich gerne Ausnahmen. Ich mag dich. Der Strom ist kürzlich ausgefallen. Ich habe meinen ganzen Fortschritt bei Adventure verloren. Bei dem Spiel gibt es keine Speicherstände und keine Cheats. Außerdem fing die Konsole zu qualmen an, als der Strom wieder da war. Ich habe in letzter Zeit so viel Ärger mit der Stromversorgung. Du bestimmt auch. Wir hängen ja an derselben Leitung. Ich schaue mal online nach, woran das liegen könnte. Ich sag dir Bescheid, wenn ich was finde. Guti, lass mal bitte da stehen. Machen wir gleich. Bin gleich fertig und dann komme ich zu dir. So, wo ist das Problemchen? Da ist das Problemchen. Ah, da ist noch ein Schräubchen. Und da auch. Das ist das Problemchen. Und Schmützchen. Halt nicht. Nicht mit dem Lötkolben. Geht's noch? Das wäre ein bisschen hardcore. Wenn man Schmutz schon mit Lötkolben entfernen muss. Wobei früher... Also eigentlich heute auch noch. Okay, hat gereicht. Ich fahre nicht so oft mit meinem Auto in die Waschanlage. Und da kann es eventuell schon mal sein... Also ich hatte mal früher mein erstes Auto, da habe ich halt wirklich, also das war so dreckig, dass die Waschanlage nichts ausrichten konnte. Da war so viel Dreck unten, so da wo das Rad ist, weiter hinten an der Tür. Ich habe dann da mit einem Plastikschaber, ist das peinlich, mit einem Plastikschaber habe ich mich dann hingestellt und habe den Dreck abgekratzt. Es ist wirklich wahr. Schlimm. Aber naja. Funktioniert ja noch, also das Auto, bis meine Mutter es kaputt gemacht hat. Ja, war wirklich so. Wir sind wohin gefahren und ich kam von Arbeit und war so müde. Und meine Mutter hat gesagt, ja nee, wir müssen da aber hin. Ja okay, dann lege ich mich auf die Rücksitz und penne noch eine Runde. Und sie ist gefahren und hat einen Unfall gebaut. Das war ein nicht so schönes Erwachen, kann ich euch sagen. Also ernsthaft jetzt, ich bin wach geworden im Fußraum. Will der nicht? Also da fehlt noch ein bisschen was. Na komm her, du. Ich bin wirklich wach geworden im Fußraum, weil es hat halt geknallt und ich fall halt in den Fußraum, weil ich habe ja auf der Rücksitz gelegen. Ich war ja nicht angeschnallt. Was? Natürlich war ich angeschnallt. Beim Schlafen. Mhm. Ganz bestimmt war ich das. Hallöchen. Uiuiui. Hallo Sensei. Bereitet dir die Elektrizität wieder Sorgen? Ich schwöre, dass die Kabel beim letzten Mal wie neu aussahen. Oh, du hast es geschafft. Du hast den verdammten Lötkolben. Ah, was für ein Haufen Mist. Dein neuer Lötkolben ist für das Flackern des Lichts verantwortlich, denn der schreit die Drähte förmlich an, statt ihnen etwas vorzusingen. Das Stromnetz
ist in Ordnung, aber dieses verfluchte Gerät ist es definitiv nicht. Ich, was bedeutet das? Dieses Modell besitzt keine Leitungsmesserkorrektur. Aha. Es zieht unkontrolliert Strom aus dem Netz ab, was zu großen, unvorhersehbaren Schwankungen führt. Sobald du also lötest, spuckt das Gerät also Oberschwingungen zurück zum Nullleiter. Ja, ganz klar. Na gut, dann schaue ich mir halt deine Kabel an, aber dafür schuldest du mir einen Gefallen, ja? Das ist die Spielkonsole meines Enkels. Reparier sie, dann kümmere ich mich auch um deinen Stromanschluss. Okay, mache ich. Das hört man gern. Du reparierst die Konsole, ich kümmere mich um das Licht. Ich bin dann mal weg. Okay. Ja, mach mal gleich. Moment, das machen wir hier hin. Erstmal ums Licht kümmern. Lizenz erforderlich, Atari Lynx. Aha. Danke, dass du das repariert hast, Sensei. Bin ich froh, dass ich das Gerät nicht abblasen muss. Ein bisschen Taschengeld zusätzlich zu meinem Stipendium ist immer schön. Wurdest du übrigens schon beim Reparaturwettbewerb aufgenommen? Unsere Abmachung gilt noch. Ich könnte... Nein. Wir beide könnten schon ein paar neue Kunden gebrauchen, oder? Gestern war ich zu Hause und habe das Löten geübt. An meiner neuen Platine, die ich gefunden habe. Und dann war das so komisch. Das Licht hat geflackert und ging einen Moment lang sogar ganz aus. Ich dachte, ich wäre schuld, aber offenbar ist das ganz Akiba so. Außerdem kommt jetzt dieser Bulle ständig ins Café. Der denkt, ich würde ihn in Zivil nicht erkennen. Sitzt da stundenlang und schlürft Kaffee. Der hat einen Go-Man dabei und zeichnet wahrscheinlich, also Go-Man, so wie Walkman, und zeichnet wahrscheinlich Gespräche auf. Was würde er denn sonst da wollen? Das macht mich nervös. Okay, Mädchen. Okay. Du machst mich nervös, sag ich dir. So, zu Aimer-chan gehen wir gleich mal gucken. Guck mal, Aimer-chan. Der behandelt seine Konsolen pfleglich. Es gab halt nur Stromspitzen. Deshalb gab es da Probleme. Ich tippe auf eine durchgeschmurgelte... Ja, genau wie gedacht. So, dann machen wir hier mal die Kurzversion. Ah, guck mal, der Controller-Pod ist auch kaputt. So, den reinigen wir natürlich. Aber nicht mit dem Lötkolben. Nicht mit dem Lötkolben reinigen, meine Freunde. Den schmeißen wir weg. Oh, der Rest sieht doch gut aus. Kabel ist gut. Sollen wir es mal probieren? Wir probieren das jetzt einfach mal. Pass auf. Habe ich noch genug Ersatzteile? Jawohl. So, wir probieren das jetzt mal. War vielleicht nur der Controller-Pod, aber der Controller-Pod ist doch einfach nur ein Plastikding, da war doch nichts dran. Moment, ich bin gleich soweit. Ich muss hier nur noch... Nein. Ich muss hier nur noch einen Deckel drauf machen. Den widerspenstigen. Moment. Shit. Okay, dachte ich mir. Hallo, ich bin Nachbarin Kyoko Urikome. Du musst der neue Sensei sein. Hier drin ist es ganz schön staubig. Ich rücke auch besser die Kasse gerade. Die steht ganz schief. Außerdem werden ein paar Dekorationen nicht schlecht, damit es hier nicht wie auf dem Schrottplatz aussieht. Hier steht ein Godzilla. Was willst du von mir? Weswegen ich hier bin? Hier, nimm das. Das teure Telefon wird sich im Handumdrehen verkaufen. Harry hat nämlich ein Händchen dafür, solche Dinge zu finden. Armes Mädchen, diese vorlauten Touristen mit ihren schwitzigen Händen. Allerdings muss Haruhi auch etwas sorgfältiger arbeiten. Sie scheint Probleme mit der Konzentration zu haben. Hier muss alles ordentlich und sauber sein und sie... improvisiert einfach nach Lust und Laune. Sieh dir doch mal bitte dieses Telefon an und reinige es gründlich. Dafür musst du es auseinanderbauen, säubern und alles reparieren, was nicht funktioniert. Gegebenenfalls musst du einige Teile auch austauschen. Ich werde es höchstpersönlich überprüfen. Okay, ich guck's mir ja an. Das sieht aber fesch aus. Okay, Aimer-chan. Sorry, Aimer-chan, ich wollte... Ja, eigentlich ist das schon fies, ne? Aimer-chan ist mein bester Kunde und fast schon sowas wie ein Freund. Da macht man keine halben Sachen, da repariert man alles ganz genau. Habe ich gerade beschlossen, dass wir das so machen. Ach ja, blödes Kabel, du nervst mich. So. Hier muss noch weg. Und da muss noch weg, so. Was soll denn da nicht stimmen? Ich sehe da kein Problem. Alter. Aha. Gucke mal. Da ist das Problem.
Zack. So schnell lötet keiner irgendwo. Löt hi hi, löt hi ho. Yes, ist ne. Okay. Alles klar. Achso, ja, die Platte. Jetzt aber flott. Kein Bock, dass das hier ewig dauert. So. 3 Schraubskis. So. Unterteil dran. 2 Schraubskis. Ne, Kabel natürlich noch. Na, kommst du her, du Kabel, du. Jetzt hat aber. Zack. Ah, jetzt hat funktioniert. Hier. Tut mir leid, Eimerchen. Eimerchan, nicht Eimerchen. Eimerchan. Jetzt komm halt hierher. Eimerchan, wo bist du? Komm mal runter. Hallo. Danke vielmals für die Reparatur. Hier ist dein Geld. Tut mir leid, dass ich dir so viel Ärger mit meinen ganzen alten Krempel mache. Was den Strom angeht, mein Skript hat mal in das hiesige Netz reingehört. Da wird etwas Komisches übertragen. Da ist ungewöhnlicher Datenverkehr und der ist verschlüsselt und taucht jedes Mal auf, wenn irgendwo der Strom ausfällt. Du willst bestimmt nichts davon hören, aber ich mache mir einfach Sorgen. Die Ausstellung der Reparaturwettbewerb stehen an und Sakamoto meine, da würden wichtige Gäste kommen. Du hast wahrscheinlich kein Interesse. Tut mir leid, ich bin auch ganz ehrlich nicht paranoid. Ich mache mir nur große Sorgen. Danke nochmal, dass du mein Zeug reparierst. Ich bin froh, dass ich meine Spiele habe. Ah, kein Problem, schreiben und am Seil ziehen. 9000 Yen und nochmal 611. Okay. Da braucht man... Was ist das? Ein Sony. Okay, aber der hier, den machen wir noch schnell. So, das sieht aber auch ziemlich gut aus. Ach so, das ist der, wo ich gekauft habe vom Opa als Ersatzteillieferant. Ja gut, der war halt einfach günstig. Deshalb habe ich mir den gekauft. Ja, günstig ist er und sauber, das sieht man gerne. So, da ist ein Schalter ein bisschen dreckig. Das ist jetzt das geringste Problem. Ja, der ist dreckig. Okay, das sind 2 Schalter dreckig. Sehe ich gerade. Der da ist auch noch nicht ganz sauber hier. So. Guti. Da kommt alles weg. Schrauben wir mal. Also ja, das Kabel muss noch ab. Jetzt hat hier. So, und schon haben wir wieder ein paar Ersatzteile. Zack, zack, so schnell geht es. So, dann machen wir den hier noch. Wir haben erst 19:20 Uhr, wir sind voll gut in der Zeit. Das ist auch einfach nur als Ersatzteilgedönse gedacht. So. Hallo? Ah. Moment, Ersatzteil. Batterie ist doch aber auch dreckig. Also an der Batterie soll es jetzt nicht hängen irgendwie. Ich würde, also ganz ehrlich, ich würde die Batterie nicht noch nehmen von dem alten Teil. Ich würde einfach, also, mein ja nur, Batterie ist so das günstigste. Musst du jetzt nicht irgendwie die alten noch weiter verwenden. Behaupte ich mal so. So. Okay, ach ja, Schrauben. Momentchen bitte. Hallöchen, Inspektor Sakamoto hier. Keine Sorge, ich wollte dich um Hilfe bitten. Mein Partner steckt in Schwierigkeiten. Hä? Großmäuliger Tourist kommt ständig zum Revier und behauptet, sein Handy wäre im hiesigen Maid-Café gestohlen worden. Er meint, er habe eine äußerst wichtige Nummer verloren, dass es dabei um Leben und Tod ginge, bla 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 bla. Geht allen auf die Nerven. Jedes Mal, wenn der Tourist kommt, werde ich zum Café geschickt. Und er hört einfach nicht auf. So stur wie eine Katze in einem Kimono. All meine Kollegen sagen schon, hey, Sakamoto-chan, dein Gaijin-Freund ist wieder hier. Pech gehabt. Also komme ich mit meinem Partner hier aus dem Café. Die eine Hostess im Maid-Kostüm springt herbei, um sich vor mir zu verbeugen und BÄM! Aus Versehen trifft sie meinen Arm. Der Spieler fällt zu Boden und... Bitte reparieren Sie meinen Partner, Sensei. Ohne ihn kann ich meinen Job nicht machen. Spieler? Ach, ein Walkman. Ich gucke mir mal deinen Partner an, ja. Mann, ich brauche irgendwie sehr viele Lizenzen. Ah, Lizenz. Ich habe die Lizenz am Penis. Das hat's nicht besser gemacht, oder? Okay, kein Problem. Okay, alles klar. Die hier sehen noch gut aus. Warte mal, wenn wir schon mal dabei sind, dann packen wir gleich alles ein. Ist eh zum Ausschlachten. So. Ach, da sind Schräuben drauf.
So, na. Achso, der auch noch? Okay, gut. So, jetzt hat. Okay. 20:58 Uhr und ich habe keine Lizenzen. Ich habe zu wenig Lizenzen. Gut, dann würde ich mal sagen, kaufen wir uns mal ein paar Lizenzen. So, aber zuallererst mal... Ich brauche einen Schluck. Einen Schluck Getränk. Junge, sehe ich gerade, wie die Zeit schnell vorbeigeht. Okay, Lizenz. 46.000 Yen. Okay, könnte ich mir leisten, aber... Ich bin ja eher so 61.000, okay. Das ist teurer. Dann haben wir noch ein Sony-Handy-Gedönse. 43.000, okay. 46.000. 61. 43.000. Okay. Wir kaufen die Lizenz. So. Und jetzt haben wir ja... Ach, da ist er schon. Eine neue Lizenz. Komm mal her. Kommst auf meinen Lizenzschrank. Ein Simpson M65. Okay, gut. Jetzt haben wir ja die Lizenz. Jetzt gucken wir da mal nach. Was will sie denn haben? Reparatur und Reinigen. Ich weiß natürlich nicht, was ich da... Alter. Was geht denn hier ab? Ich weiß natürlich nicht, was genau ich da reparieren muss. Hallo? Boah, ist das ein großes Display. Oh, oh, Powerknopf. Ah, guck mal, das ist dreckig, das ist klar. So. Weil ich habe ja gar keine Teile dafür, weißt du? Mein ja nur, also... Falls da irgendwie groß was zu tun ist, dann habe ich halt da keine Teile dafür. Das wäre doof. So. Was ist mit der Schraube da los? Ist die dumm? Alter, echt jetzt? Wie viele Einzelteile kannst du denn haben? Ja, aber da... Was stimmt denn da nicht? Was stimmt denn da nicht? Habe ich was verpasst? Ah. Warte mal. Also, ja. Das sieht doch alles gut aus, weil da reparieren und reinigen steht. Ja, ich habe jetzt ein bisschen gereinigt, aber was könnte denn da fehlen? Was ist denn das da? Achso, ja. Nee, ich weiß, was das da ist. Halt, Zahlen müssen natürlich... Nee, warte mal. Erst muss das da drauf. Genau. Ich habe keine Ahnung, was das alles ist. Machen wir noch den Knopf da drauf. Das Display natürlich vorher reinmachen. So. Und jetzt... Also, ja, oben. Halt. Zuschrauben. Jetzt gucken wir mal. Überprüft die Teile nochmal. Ach, der Bumper. Das ist das Problem. Der Bumper ist kaputt. Bumper. So. Ist natürlich ein bisschen doof. Krieg ich Kamerarahmen. Okay, ich brauche hier Simpson Joystick Display Rahmen. Ich brauche so einen Bumper. Da. Das ist mir eigentlich zu teuer. Außerdem kommt ja die Post eh erst morgen. Da gehe ich lieber mal gucken. 15.000. Ob ich ein günstiges irgendwie hier finde. Nee. Wie sieht's denn mit einem Lynx aus? Ich habe doch eben irgendwo hier einen Lynx gesehen. Ich
bestellen? Ich habe doch hier irgendwo einen Lynx gesehen. Nee. Keine Ahnung. Ich gucke mal, ob ich noch was Günstiges finde. PMP für 1600? Nehme ich mit. Ich gucke einfach nur, ob ich... guck mal hier, der ist auch recht günstig. Und der auch. So, okay, wir bestellen einfach einen Bumper direkt. Komm mal her, du. Du Bumper, du. So, da. In den Warenkorb. Ich nehme mal 2. Einfach, weil ich es hab. So, und hier muss ich natürlich auch noch, ja. Guti. So, mach mal hier Deckel zu. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Oh. Hab ich noch nicht gekauft? Doch auf Kaufen gedrückt, oder ne? So, 20.000 Yen behalten wir mal als Sicherheitsdingsbums. Achso, ja, nee, ich will E-Mails gucken. So, 6.000 Yen, 24.000 Yen. Bitte pass gut auf, das Gehäuse ist dünn. Reinigen, Reparaturen, bemalen, das nehme ich. Reinigen. 10.000. Leicht zerkratzt, bemalen, Freistil. So, ich will nicht zu viele Aufträge annehmen. Jetzt komme ich ja nicht dazu. So, 3:20 Uhr. Ja, das war ja was. Ah, was ist das hier? Schachtel. Weg damit. So, 3:20 Uhr. So, ah ja, pass auf. Fällt mir gerade noch was ein. Ich will noch ein bisschen was kaufen. Und zwar... Ich habe doch letztens mal... Da, guck. Deko. Ich würde gerne ein bisschen Deko kaufen. Wir haben nicht mehr so viel Geld. Also, das ist nach Geld. Ein Troll. Eine Muschel. Also, eine Winkekatze ist natürlich super. Die kommt mit. Und. Ja. Ne, Winkekatze ist geil. Die wird gekauft. So. Komm mit. Guti. Sieht doch gut aus, oder? So, neue Lizenz gekriegt. Da oben stehen ein paar Videokassetten. Ich muss mir irgendwie bald ein neues Regal holen für Lizenzen, habe ich so das Gefühl. Naja, aber nicht mehr heute. Ring, ring. Wir machen jetzt erstmal schön Feierabend. Haben wir uns verdient. Immerhin 2 Aufträge abgeschlossen. Und 2 in Bearbeitung. Tamagotchi in Bearbeitung? Habe ich das schon gekriegt oder habe ich das erst bestellt? Ich habe keine Ahnung. Merke ich mir. Okay, gut. Tschüss, bis morgen. Haha.